Ja, hallo, ich bin der Setz, ich bin TikToker. Ja, ich bin auch behindert, Christi. Das macht jetzt, Match. macht jetzt TikTok, oder? Was weiß denn ihr? Wahrscheinlich 100 Pro, oder? Habe die Ehre, Hebens, der Bierger. Das ist der Conny. Hat übrigens ein eigener Podcast, das ist Viva la Movolution, aber der ist so schlecht, den muss ich pushen. Das ist der Florian. Ja, hallo. Ich hab keinen Podcast. Aber Ja, kein Podcast. preisliche T-Shirts. Oh, aber, die kommen aber noch nicht kaufen, das Kind irgendwann mehr. Das ist Speziwirtschaft. Haben wir immer noch Mackerl unten drüber, schaut. Ja. Ah, jetzt hab ich jetzt angehauen. Oh, ich trisch aus, der Mongo. Hab ich schon mit der Flasche. Ja, das wundert jetzt, glaube ich, keinen. Mir hat sowas wäre ja. Ich hab da einen da? Du weißt es Im nicht rechten, nein, ja, weil es 25 Jahre, 30 Jahre her ist. Im rechten Schneidezahn vorne habe ich einen Sprung drin. Ich glaube, das ist der andere, der linke. Glaubst du, der Backenzahn? Der ist, ne? Was der? Na, ja, Da genau. sieht man so einen richtigen. Ja, genau, das ist aber der. Habe ich seit 30 Jahren, da hat's mich, bin ich von der Schule gefahren. Dann bin ich so schnell ums Eck gelaufen, da war der Sand. Habe ich mich so stark gefreut, war leicht Schuhe, jetzt endlich klar! Dann habe ich einfach einen Vollsprint hingelegt und um einen 90 Grad Kurven und dann hat es mich Vollgas aufs Maul gedroschen. Dass man den nicht rausgehauen hat, das wundert mich. Bekannten von mir hat die vor dem 10 rausgehauen, weil mir der Fotzen im Pflasterstein reingefallen ist und die sind die Zähne ein bisschen stecken geblieben. Aber ich bin so froh, dass ich mir nie einen Zahn ausgeschlagen habe, weil das ist, glaube ich, von den ekelhaftesten Zahn. Ich habe mal beim Fußball, da waren wir im Cageball, wo ist das da? Dreispruch oder ist die Halle? Da gibt es einen Reisspruch und Ding auf jeden Fall, ja. Genau, und da waren wir dort und dann hat mir halt so in den Sack geschossen. Weil die Sau hat gesagt, das brauche ich Auszeit, dann gehe ich aus, ich möchte trinken und dann habe ich durch den Schuss in den Sack ein wenig gefiebert und fahre mit der Glasflasche, denke so, oh fuck, ich hab das Glas gebrochen. Das ist weiß, das ist ein Zehntel in mein Glas. Ah, super. Aber es war Gott sei Dank der Glas. Für mich ist da ein Stück da, aber es hat der Zahnarzt da gekriegt und hat da was hin, das hat genau 2 Wochen gehalten Haben's und da dann auch war es weg. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe mir dann so eine Rechnung mitgegeben und ja, wenn irgendwas fällt, dann kommst du wieder. Und dann habe ich gedacht, Alter, wenn es 2 Wochen hält, soll ich 2 Wochen zum Zahnarzt spazieren, das ist ein Vollschlag. Ich bin dann hier und haben es einfach ein bisschen zugeschliffen, dass man es nicht mehr so sieht. Ein Kumpel von mir, den haben sie im Volksfest. Wo, an einem Schneidezahn? Da hätte ich gar nichts gesehen. Ja, da ein kleines Eckerl sehen. Ja, genau, tu nicht so. Tu nicht so. Ja, Darf ich abschlecken? traust dich nicht. Nein, da rein. Das ist sozial. Ein Kumpel von mir, die haben sie im Volksfest, haben sie in der Bar, haben sie einen Becher rundum geworfen. Was ist das geworfen? Dann das Becher durch Sagt durch sie die wirklich gewuffen? Wuffer, ja. Gewuffen? Wuffer, ja. Alter Schwede, okay. Koffer geworfen. Ein Koffer gewuffen. Na, ein Becher. Du hast da nicht immer einen Koffer gewuffen und geschrien, Alter, Mann! Wie sagt sie? Wie sagt sie jetzt zum Subwoofer? Subwoofer. Nein, Subwoofer. Sagst du Subwoofer? Du Vollidiot! Ja. Fickt euch doch. Jetzt erzähl eine Geschichte. Auf jeden Fall haben sie den Becher Becher? durch die Luft gewirbelt. zelebriert. Und jetzt hat mir jemand Vollgas einen Schneeball ins Gesicht zelebriert. Celebration! Celebrate the Snowball! Yeah! Jetzt gibt es Okay. wieder ein bisschen runter, Leute. Genau. Auf jeden Fall hat der Becher den dann so blöd drauf, zur Hölle ist denn da dass er drin? ankommt. Frage nicht. Und dann hat er einen kompletten Zahn dabei ausgeschlagen damit. Mit einem Plastikbecher. Mit einem Plastikbecher. Wir haben War der vorher zufällig schon schwarz? der Zahn oder War der Becher? gefährdet, dass er von einem US-Cop erschossen wird? Der Zaun. Ja! Scheiße. Nicht die Ein Tür. Reise in die USA, erst mit ins Gesicht geschossen. Ja, genau. Deswegen putzt euch lieber immer 10, nicht dass euch da feirig hab's. So, okay. Das war ein super tolles Intro. Ja. Warum macht man das? Keine Ahnung. Rest in Peace an alle, die ausgeschlungen sind. Ja. Wer hat schon mit Zaun ausgeschlungen bei anderen? Nein, Dann ich auch nicht. ich hab mir nicht so oft gemacht. Dann ja nicht. Hat's denn drin die Woche? Wenn wir schon bei Rest in Peace sind, mein Fernseher hat einen Geist aufgeben. Der Fernseh. Ja, das ist das bitterste überhaupt. Kannst noch weniger Filme anschauen. Also, falls wir mir irgendjemand haben, der Fernsehen richten kann, man melde sich bei mir. Hau ab. Ich hab's sogar selber versucht, ich hab ihn aufgeschnappt und habe ihm dann so Einen Platine. Rest geben. Wahrscheinlich, ne? Ich hab da googelt, was das für ein Fehler ist, weil das Licht blinkt. Dann haben wir gedacht, jetzt speist die mal, schraubst auf, Platine auswechseln und so ein Bullshit. Aber anscheinend ist das nicht der Fehler gewesen, den das Internet verzeiht hat und es ist einfach der gleiche Fehler wieder aufdrehen. Oder ich habe eine kaputte Platine gekriegt. Irgendwie wirst du wahrscheinlich auch einfach ein Flachbild, LED-Dingsbums haben. Ja. Das war bei meinem alten, ich habe einen Samsung-Fernseher gehabt, der war eigentlich gar nicht billig, der hat ziemlich genau. Wann war WM? 2018? Ja, vor Corona. Possible. Vor Corona. Vor irgendwann. Corona.
Und mitten unter dem Spiel kein Mensch irgendwas da, auf einmal geflackert so, ganz kurz so, ding, und dann war einfach das linke Drittel dunkel. Aber halt, du hast schon noch was gesehen, aber halt 50% dunkel. Alter, fick dich. Ja, 1000 Euro Fernseher, adios. Toll. Man kann gerade hoffen, dass das Spiel hauptsächlich auf der anderen Seite austragen wird. War ein sehr einseitiges Spiel. Das ist nur von links nach rechts Tore schießen. Ja, bei mir ist einfach gar nicht mehr angegangen und dann hat unten das Licht sechsmal blinkt, rot immer. Dann habe ich eben googelt und dann hat es überall geheißen, das ist die und die Platine, die kann man auswechseln, das ist relativ easy, das ist ja tatsächlich easy gewesen. Neue Platine geholt, haben wir gedacht, weil bevor es zum Richten gibt, dazu wahrscheinlich ein paar 100 Euro. Das wollte ich gerade sagen, normalerweise, man lässt durch Fernsehen eigentlich ja nicht mehr richten, das ist eigentlich völlig absurd. Ja, aber dann haben wir gedacht, die Platine kostet mir 60 Euro, wenn ich das schnell irgendwo gebraucht kaufe. Dann haben wir eine auf Kleinanzeigen gesucht, haben wir gedacht, lieber die hat wahrscheinlich hat es verkauft, weil es nicht mehr funktioniert. Auf das spekuliere ich auch schon, dass wahrscheinlich einfach eine kaputte ja, das Platine kann man sein, wenn du da viele Ergebnisse findest, zu genau dem 6-mal Blinkenfehler und so ein Scheiß, und jeder schreibt da, Platine, ja. Dann ist schon sehr sass, muss ich sagen, wenn jemand so eine einzelne Platine verkauft, natürlich blinkt. Ich hab dann geschaut, dass weil anscheinend einige einen Fernseher wirklich so zum Ausschlachten an mir verkaufen für Einzelteile. Aber ja, wie gesagt, jetzt habe ich noch einmal 60 Euro ausgegeben und haben mir gedacht, spielst du mir selber, machst dann auf Heimwerker King. War gut, hätte eine gute Geschichte abgegeben, wenn ja, es nie gekriegt hättest. Ich hab's mir auch gedacht, ja, aber leider hat der Patient den Organwechsel nicht überlebt. Ich hab's letzte Mal, wo einer mit der Faust den Scheinmal gehauen. Du hast den ganz weg. Wo er das gesagt hat zu mir, mit dem Fernseher reparieren, da habe ich gleich an die damaligen Zeiten denken müssen. Da waren wir in so einer Bar und da hat uns immer, so zu späterer Stunde, hat uns immer so ein Onkel Werner, also wirklich ein Onkel Werner, so Mitte 60, der hat uns dann immer dieser Schwuler gewinnt. Hat er das Arschloch massiert? Das wollte er gern wahrscheinlich. Und der hat uns Bläschel gesteckt. Ins Arschloch? Leider nicht, aber Arschloch der hat uns die ganze Zeit dann gefragt. Ein Bläschel ins Arschloch geschleidet. Mann. Will über den Term kennen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich es mir nie ausreden lasse? Ja, weil das ist aber so schön. Ich weiß nicht, was das liegt. Aber so Vorlagen einfach. Ja, die Vorlagen, wenn die Vorlagen sind, ich fange mit einer Geschichte an. Das ist ein unfassbarer Steil. Öder Mo schlägt das Arschloch. Ist das keine Vorlage mit zusammen? Ja, jetzt erzähl auf jeden Fall. Nein, der hat uns dann die ganze Zeit, dann ist er irgendwann dann immer so zum 10, 11 ist dann langsam losgegangen. Ja, mit dann Schnaps. Ja, freilich nehmen wir einen Schnaps, so mit, was weiß ich, 18, 19, 20, ja, freilich nehmen wir einen Schnaps. Und dann hat er mir 2, 3 Schnaps ausgegeben und dann hat er mir gefragt, ja, kennen Sie einer mit Technik aus? Und ich so, ja, aber mein Fernseher ist kaputt, ich möchte den nicht reparieren. Und deswegen bin ich vorher so drauf angesprungen und habe gedacht, auf gar keinen Fall. Jeffrey Dahmer-Vibes. Aber zufällig heute noch. Aber der ist eigentlich ein total netter Kerl gewesen. Der ist schon, geht nicht so schnell. Ja, länger. Und der ist halt schon gestorben, aber der war eigentlich, so grundsätzlich war ganz nett. Aber der hat eine Bar gehabt über dieser Bar und die hieß Bellucci. Mit TSCH. Bellucci, ja. Der war auch Schwulenbar oben drüber. Monika Bellucci. Die hat Bellucci. Ja, Bellucci, richtig. Mit L-U-T-S-C-H-I. Wen hat er belutscht? Mann, der hat da immer wieder. Der alles belutscht. Alles. Ja, safe. Zaunlatten, Magiflaschen. Scheißegal, alles hat er belutscht. Na, also. Zigarettenfilter. Nein, eigentlich nur wahrscheinlich versucht oder vorzugsweise junge Männer. Ich sage, das sind Jeffrey Dahmer-Vibes. Ja, aber den Herz nicht rausgeschnitten. Nein. Hat der Dahmer gegessen? Ja. Da war keine Valentin. Ich hab das noch nicht angeschaut, ich kenne die Geschichte nicht. Kenne ich die Geschichte, das soll die Serie auf Netflix nicht schlecht sein. Die ist auch sehr gut. Die ist richtig gut, ja. Und dann ist noch Doku dazu. Der Schauspieler ist unglaublich gut. Ja. Der ist wirklich sehr stark. Den merke ich vor. Boah, krass, wir können mal über eine Serie reden, ey. Ey! Ja, und da, ich hab's nicht gesehen. Du Vollidiot. So geht's mir jedes Mal. Wer ist der Dahmer? So als ich sagen, wer ist der Michael Jackson? Geh ja nicht. Hab ich nie gehört. Ja nicht. Oh! Themawechsel. Das klingt aber richtig. Was hast denn da? Wochenende. Ich hab noch kein Beileid. Press F in die Kommentare für den Kanis im Fernsehen. F für Fernsehen. F für Fotze. Also, ich war am Freitag, Mittwoch im Ikea. Das lange Wochenende. Das ganze Wochenende? Nein. Reingegangen, nie wieder rausgefunden. Nein, wir haben noch was abgeholt. Und dann hat das erste Mal wieder die Hotdogs. Ja, Hotdogs. Haben wir einen Hotdog. Ich bin abgesagt, ich wollte für meine Festival Hotdogs, aber der Ikea Hotdog, leck mir da läuft echt der Ameisen an einen Wind umeinander. Jetzt krieg ich einen Schlaganfall. Über den Warhammer-Ding. Alter, wir werden jetzt... Was für eine Scheiße, wir belagern für scheiß Ameisen überall. Ich bin gefressen. Da ist nichts herin. Da gibt's nichts. Doch, da hinten liegt ein Stück Kuchen mit Maggi.
Wenn man kurz mal anmerken. Ja, du Trottel, das liegt aber da, nicht da an der Windung. Ja, weil es sogar damals nicht fressen, was du da magst, du asozial. Warum Schwarzwälder Kirschen mit Maggi, hallo? Ja, Das ist halt auch noch so ein Trottel. das hab ich schon immer so. Schwarzwälder Kirschen mit Maggi. Ja, probier's erst einmal, bevor es schmerzt. Da kann man echt einmal so eine Frage, oder verzeihst du fertig, dann stelle ich die Frage. Na, red einfach. Falls Ich das nicht die fang nachher Frage nochmal ist, an. die mir auch gerade eingefallen ist, dann stehe ich halt noch ein kleines. Ich möchte noch mal kurz absagen, weil wenn deine Festival-Hotdogs gesagt worden sind, ich finde die IKEA-Hotdogs furchtbar asozial. Gerade mal kurz angemerkt. Gut. Aber dann Ist deine Meinung? kannst du. Ist Die, okay. die respektiere ich nicht, aber ich nehme sie an. Nicht so? Klangt sich halt nicht über an. Aber wir stehen ein bisschen drauf. Du schon, ja. Wetten, dass wir das durchziehen? Die ganze Ah, Stunde das ist lang. so schwitzige Hände. Ja, weil ich so nervös bin jetzt, wo ich endlich Da mal... muss auch nicht weniger. Du schwitzt aber das Arschloch. Ich mache wenn übrigens du eine neue nicht Bar Ich auf. mag der- ja was aufwerfen, der ich sag schon zwei. Stell die Frage, die du vielleicht die gleiche Frage ist, die Ist mir das eingefallen vier? 3, 4. 5. Bist du behindert? Wieso rennen 25 Ameisen an meiner Wind umeinander? Machen wir jetzt eine Tierdoku. Ich rauscht aus. Ja, was soll ich machen? Heftet eh nicht. Ja, dabei. Die Hans geht der Flammen werfen. Was hab ich da am Wochenende? Das ist eine gute Frage. Was für eine Frage war dir eingefallen? Jetzt hab ich es wieder vergessen. Asoziale Essen, die andere als asozial empfinden, die man aber selber geil findet. Das ist ja noch Ich So, bin hab ich es einfach eiskalt wieder Aber noch mal vergessen. dazu- Die Ameise hat mich aus der Bahn gebracht. Nochmal dazu, ich hab mir das Party-Pack jetzt auch wieder gekauft. Was für Partypack? Ja, vom Ikea Hotdogs. Kenn ich Gibt's nicht, doch, kauf nicht, bin ich behindert. Es gibt ein Ikea Hotdog Party Kennt ihr Pack. das nicht? Das kostet 25 oder 22,99. Wie viele Hotdogs kriege ich da? 40? 32. Du Was? kriegst 32 fucking Was Hotdogs. kostet 32 ein Würstel. Hotdog 50? Na, Du kriegst eine 203 Würstel auch Stück. mit Semi und Senf und Da ist Zwiebeln. alles dabei, da ist ein Röstzwiebel dabei, da ist Senf dabei, da ist Ketchup dabei, da sind die Essiggurkel dabei. Bitte Senf. Senf. Ja. Wenn du es kannst, Und sagst du alles. dann gescheit. Maul. Wuffe. Nee. Das ist wieder ein Senf, den ich könnte geworfen. Also da ist alles dabei. Und für 22,99, das ist halt eigentlich so richtig geil, wenn du mal zu 50 zum Vorglühen bist. Sonst bestellst du jeder Pizza, kostet ja einen Zehner mittlerweile mindestens, wenn es nichts gescheit Ja, aufmacht. da fahr ich lieber auf Ringsburg in die Ikea und hol mir mal Die 25 kostet ja im Hotdogs. Internet bis bestellen. Ja, aber ich daheim. war eh oben. Also Das ganze Wochenende, das finde ich immer noch krass, dass das lange Wochenende Na, mit Was du hast den Schlafzimmer eingelegt und hast gedacht, ja, Aber du ja, wisst so aber zumindest jetzt, dass dein asoziales Essen Hotdogs vom Ikea sind. Das ist nicht asozial, halt Ja, der aber Maul. hallo, Kim, Nie jetzt, im Leben. da kann In die ich was Kommentare. wissen. Kann ich die Bitte. Ohren nachfressen? Bitte. Kannst du da Abstimmung Darfst du machen? nicht. Was ist deins noch neben Schwarzwälder Kirsch mit Maggi? Was so die anreidigsten Essen sind, da wo du genau weißt, die anderen Leute hassen es, aber ich mag's. Ja, genau, was Das war die was- Frage, wenn die gestellt hätte. Ja, genau, das ist mir nämlich jetzt, das darf mir Da interessieren. habe ich wirklich Ja, was, da für das wir wahrscheinlich an die Wind gestellt. Ja, verzeih, da bin ich jetzt so gespannt. Es gibt zwei Arten, wie man Leberkäse isst. Einmal in der Semi und einmal mit. Also kalt und warm hätte ich jetzt gemeint. Ja, das auch. Und einmal einfach außer Braun mit Spinat und mit einem Ei. Ja. Ein Spiegelei. Ja. Was schätzt mit was ich den Spinat ist? Mit Ketchup? Ja. Es ist, ein Spinat ist normalerweise halt so, ja, wie der Spinat schmeckt, eigentlich schon fast bitter. Da wenn du ein Trepfel Ketchup reintust, dann wird er süß und ist voll geil. Okay. Finde ich nicht so schlimm, weil wenn man ehrlich ist, Ketchup ist was, das mag doch jeder. Das sind doch kleine Organisatoren, das ist doch auch gerade immer dieses Pseudo-Anti-Radler-Gelaber. Jeder dazu Ja, sagt, natürlich. Nein. Jeder mag Das, es. ich darf das natürlich, Maul, du frisst 5 die Jahre Hotdogs. später, ich hab mich aus dieser Winde, ich hab mich 3 Jahre lang außerwinden müssen. Jetzt Ja. darf ich sagen, von mir aus schiebst du dein scheiß Leberkaster quer ins Arschloch und schmierst rundum mit Ketchup, damit Ketchup du- rein. Es interessiert mich nicht. Das Es interessiert ist mir keinen. scheißegal. Es ist, ja, Radler, ich bin der Radlertrinker, ja, und du bist der geistig Behinderter, halt dein Genau. Maul. Deine Eltern sind am Kopf dann gewachsen. der Trottel. Was ist das bei dir? Da bin ich jetzt. Deine Eltern sind am Kopf zusammengewachsen. Das ist doch wahr. Du denn jetzt immer? Ja, weiß nicht, aber wenn ich so ein Bullshit Deine mit, Eltern sind sie Mesen und können sich fegeln, ohne dass sie sich rühren. wenn ich mit Anfang 30 noch drüber beschwere, dass jemand Radler sauft oder Ketchup, ja, tut mir leid, dann muss ich... Ich sag's jetzt Haus noch vorschlagen, einmal. also. Ich hab schon 100.000 wirklich. Mal in der Öffentlichkeit gesagt. Ich sag das, wie es ist, wenn es draußen 35 Grad, da herin 40 Grad und in meiner Unterhosen 45 Grad hat. Geil. Dann ist das Geilste ein Gösser Radler, das Eiskalt ist. kurz davor ist, das gefriert. Ja. Dann hau du mit deinem Scheißdreck ab in die Gurtmaus, ne? Ja, genau. Also jetzt saufen bis das Arschloch zusammenpickt, du Trottel. Können deine zusammengewachsenen Eltern wieder kommen zum Putzen. Du bringst wenigstens einen Leberkäse in die du Mongo. Geben mir die auf den Sack. Ich Und das war das Asozialste, was ich aber mal gehört habe, was ich nie vergessen werde, ist von einem sehr, ganz alten Bekannten, der sauft ein Stamperl Ketchup mit Milch. Warum? Das ist, weiß ich nicht. Das ist richtig, da will ich so, oh. Kann man mir das nächste Folge live probieren?
Wir schon, ja, ich nicht. Ich weiß, dass nichts ist. Warum das? Ja, hast du schon probiert? Vielleicht. Okay. Okay. Aber hat er das gesoffen, weil es ihm geschmeckt hat? Ja. Oder hat der irgendeinen Grund dahinter Ja, gehabt? nein, das hat geschmeckt. Wie gehen wir denn drauf, dass ich das ausprobiere? Wir sind ja so Oh ja, sauer. ich probier's mal was Neues. Milch und Ketchup. Kann nur geil sein. Ich weiß das nicht. Ja, und was ist das bei dir? bei dir? Ja. Bei mir war es so, da sind alle immer voll durchgedreht, wenn ich gesagt habe, dass ich mir ein Streichwurst auf dem Pfannkuchen geschmiert habe. Aber jetzt pass auf. Ja, jetzt pass auf. Aber du kannst ja Pfannkuchen, das ist eigentlich nichts anderes als ein Krebs, und da kannst du ja Schinken und so weiter, du kannst den Scheißdreck deftig essen. Ja. Und im Nachhinein war jeder, der es dann probiert hat, gesagt, Alter, ich hätte es niemals geglaubt, aber das ist tatsächlich richtig geil. Es ist halt wirklich so im ersten Moment, wenn du drüber nachdenkst, Ja. so, was? Das war Und wenn du das so aber erklärst, im Prinzip ist es auch nichts anderes wie Fettbatzen und Ja, genau. ein ganz süßes Brot. das ist einfach nur Fett mit Fett und Süß. Fett, Ja. Fett, Süß. Ja. Genau. Und das Einzigste, was ich gehört habe, das habe ich zwar gerade mal im Fernsehen gesehen, aber weil wir eben vom Kuchen mit Maggi vorher bei dir geschmerzt haben, da habe ich nämlich tatsächlich auch nicht Ich muss mir schnell kurz klarstellen, bevor die Leute meinen, nicht frisst Schwarzwälder Kirschstadt Schau halt doch hin! Schnell das wieder! Also mit das Herrengedeck, das da bereitgestanden ist, das zeigen wir euch jetzt. Jetzt los, das ist halt einfach so da gestanden, das ist die Sammlung der ganzen Woche. Was soll ich machen? Schaut's so. Ich hoffe, das Das ist nicht stellt deine jetzt doch Sammlung hin. der ganzen Woche. Das Maggi ist vor einer Woche, ja. Also, na, da rührt das Maggi aus. Alter, der Mann! Kein Tropfen Schnaps Das ist dafür ein mit der Maggi-Kuchen, aber du weißt es ja nicht, du hast es nicht probiert. Ja, die Der einen liegt sagen- da schon seit 3 Tagen, kannst du Die probieren? einen sagen halt Maggi und die anderen sagen Maggi nicht. Auf alle Fälle habe ich da im Fernsehen. Jetzt brauche ich dann irgendwie so. Schießt du? Kennst du die? Das ist der eigentliche Sinn und Zweck von dem Ding. Kann er wieder hier platzieren. Okay. Das ist der Minotaurus Aber das sogar der kotzt Knossos. jetzt gleich, wenn er den Scheißdreck da sieht. Jetzt lass ihn in Ruhe. Das Einzige, was ich gesehen habe, war Kaputt nämlich machen, eine, du die hast hat, mal die kaputt. die hat Der Kuchen macht mit aber. Spiegelei gefressen. Aber was denn? Also die, was ich gesehen habe im Fernsehen, das Asozialste war, die hat Kuchen mit Spiegeleier drauf gefressen. War das so eine, die Ich weiß nicht, aber da war Kennst ich... du kann die Holz Fette? haben. Habe ich da mit dir geredet oder mit jemandem anderen? Kennst du die Fette, die so fett ist, dass am Hirn oben eine Fettablagerung hat? Ja, ich glaube, Das ist ein Binger die war so redet. Ja, Das ist die, wo jetzt die Reels rundum gehen, Ja. wo sie es interviewen und dann mal ihr spielen so Jabba sein Schmerz. Ja, genau. Oh Gott, Bing, Solo. Aber was anderes was ist da, wo Nein, ich weiß nicht mehr, wer das war. Da war nämlich so groß vom Tisch weg, also so groß ungefähr, wie ich das gesehen habe. Okay. Und da habe ich irgendein Talkshow-Scheiß war das und da ging es nämlich ja gerade um das Thema und da ist einer die ganze Zeit drin gesessen und hat einen Schokokuchen gefressen und dann war drüber ein Spiegelei und hat den ganz genüsslich eingeschaut. Und ich habe mir gedacht, geil. Aber wo sich auch die Geister, finde ich, scheiden, das ist so, Scheide. halt's Maul. Gut Ding will Scheide haben. Gut Ding will Scheide haben. Das werde ich mir aber merken. Scheide Das haben. werde ich mir aber merken. Okay. Du musst, Ja. das ist aus dem Little von, die Band heißt das Scheißegal. Pack. Und die haben, da ist das, glaube ich, ein Schwanz heißt das Little. Gute Nummer. Okay. Gut, jetzt haben wir wieder Werbung gemacht. Ich wollte gerade sagen, Trotzdem. hättest du dann einfach Ja, den ich glaub, deinen das Witz tun verkauft? Nein, das tut man nicht. Natürlich. Natürlich tut man Natürlich. nicht. Nein, hä? das tut man nicht. Ich habe ein bisschen eine Ehre. Ich schütte mir schließlich auch keinen Leberkasten ins Arschloch mit Ketchup. Und mit Mayo. Es geht nur, was ich wirklich asozial finde, ist ein Leberkäse mit Mayonnaise. Mit Ja, aber Riesensaft das ist, auch halt, geil. das ist aber auch Asozial. nur Fett auf Fett. Das ist halt einfach nur noch. Ja, da kann Das ich ist einfach, da Fritteusen wird von mir mir wirklich gesaufen. schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Das ist wirklich, Nein, nein. das geht, das frisst man nichts mehr tun. Nein. Ja. Ich kann natürlich, kannst du Leberkäse mit deinem scheiß geschissenen Ketchup fressen, das interessiert mich nicht, aber bei der Mayo, wenn ich drüber nachdenke, wird mir ein wenig schlecht. Probieren wir nichts mehr. Aber wo sich die Geister halt dann auch so scheiden, du das kannst ist, es probieren. Ich das mag ist Naja, nicht. wo, du Leberkäse, er das Stamperl und ich brauche auch noch irgendwas. warum? Ich mag die scheiß Stamperl Du nicht. saufst das Nimm Stamperl, die holst dein Maul und du wirst es schön saufen. Aber ich habe Laktoseintoleranz. Ja, dann kriegst du eine Hafermilch. Oh, ja dann. Aber das kann ich aber dann nicht trinken, Sojamilch mit Tomatenmark. weil der mag Tomaten mag. Jetzt, wo Oh Gott! wo sind wir Geisterscheiden? Geisterscheiden. Scheidenkleister. Los jetzt! Scheidenkleister. Bei so Mettigeln. Was sagt ihr da dazu? Ja, mag ich Nur nicht. im Ganzen. Ich mag Nur im keinen Ganzen. Nein, die hat, Mettig habe ich noch nie so gegessen. Ich glaube, es ist in meinem Leben ein oder zweimal vorgekommen, wo die Mom so ein Tatar gemacht hat. Ist ja nichts anderes im Prinzip. ah doch, da ist ein Ei drin im Tatar. Und im Mettigel nicht. Was ist ein Mettigel? Das ist einfach nur Das ist eigentlich, fertig. ja, so, eigentlich so ein ganz frisches Hackfleisch. Ja. Aber nur Rind, oder? Weil so gemischt kannst du nicht Rohe fressen. Doch, natürlich. Okay, heute den Natürlich. Maul! Natürlich. Scheiß Ziegelstein am nächsten Tag! Ja. Ja! Statt dass wir einfach nur ein Rindhackfleisch Ja. sind, wo man keine Ziegelsteine scheißt dann! Du musst nur 14 Reisbier dazu saufen, dann kannst du gut scheißen. Scheiße, Nein, das bevor riecht ich dann ganz normal her. Und das war also ein Thema, weil wir haben ja da Silvester bei uns gefeiert und dann haben meine Mom auch gesagt, weil die
Kinder aus Nordrhein-Westfalen und da gibt es eine Metzgerei ganz normal zum Kaufen. Die Kinder aus Nordrhein-Westfalen. Da gibt's in Nordrhein-Westfalen gibt's Hackfleisch in der Metzgerei. Für die ist der gut genug, Nein, nicht ne? Hackfleisch. Von Was, Met. Was? Met? Ja, ein Hackfleisch praktisch. Du Florian, die Kinder aus Nordrhein-Westfalen kommen zu Besuch. Ich hab hier ein halbes Kilo Met. Warum reden sie Mama, da so Schachtel Kippen da brauchen? Warum stellst du dir so meine Mama vor? Ich kenn seinen Mann nicht. Aber ich da so fragen. Florian, bring das Met. Flocki! Flockiane! Bring jetzt das Met. Du aufgeschwemmte Wasserleiche! Raus aus der Isar, nur ab in die Metzgerei! Bringst du noch ein paar Zwiebeln mit? Aber pass auf, wenn du über die Straße gehst, wa? Komm jetzt! Woll! Kennst du das auch? Das war Was kostet ein Kilo Met? Floriane! Warum müssen sie Mama jetzt eigentlich der Chatter? Was ist da Mir ist passiert? gerade unfassbar danach so zu schmatzen. gut. Was kostet das Kilo Met jetzt? Mama, warum hast du so große Augen? Das ist direkt schon, dass die Folge nicht auf Spotify erscheint, dass unter dem Phone nur angeschrieben wird. Das hat ein Geist, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, den Kreisverkehr oder mit 5 km/h durchfährt, voll auf Anschlag und man hört außerbären. Was kostet das Met? So, jetzt habe ich körperliche Schmerzen. Ja. Schon der vor deinem Mann geht es die ganze Zeit so. Jetzt habe ich Kreuzweh und Bauchweh. Zu Recht, vollkommen verdient. Ich war mich Wo haben frei. wir eigentlich gewesen beim Metti oder so? Ja, Keine Ahnung. da waren wir. Gibt's da nicht auch eine, die gesagt hat, so ein Kilo Met ist ein Frühstück schon mal weg? Ja, das ist auch so eine Fette. Und ja, da ist eine Fettwurst am Hirn. Bestimmt, Ja, alle. Stell dir vor, du bist so fett, dass du Fettwurst am Hirn hast. Ja, ist Die geil. fast so krass oberhängt, dass du nichts mehr siehst. Wenn der Heidi Klumpen auf Sonnenschutz. der Stirn nur mit Heidi Klumpen hat. Da wuchst der kleine Heidi Klumpine aus. Ein Klümpchen! Das wird dann wie so ein Sonnenschirm so klein, oder? Die dann Pfann sauber schlägt. Komm ja. Boah. Kochst 4 Wochen drin, jeden Tag 1 Kilometer und am Schluss schlägt sie aus. Geil. Und dann schlägst du ja aus. Amen. Ja. Brauchst du nicht. Aus der Fettwurst unter die Augen da. Ich hätte unter die Bei- Busenspitze ausgeschlagen. Wie beim menschlichen Tausendfüßler. Ja, geil. Ah, lecker. Schlecke mir ein bisschen den Busenspitze. Muss man ein Human Centipede mit lauter Fette. Kurzer Hinweis an alle Frauen, es müsst unbedingt immer beim Duschen auch unter dem Busen putzen, dass kein Pilz kriegt. Das ist wichtig. Weil ich mal, das soll ja Wenn viel so mehr groß Frauen ist, sein. das dann hängen? Wisst ihr, welche Stelle am Haben kein Körper... Problem. Wisst ihr, welche Stelle am Körper am wenigsten gewaschen wird? Das Arschloch? Nein? Das wird am meisten los. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch, weil sonst Ja, brennt's wir haben was. wir innen auch richtig eine. Ja, ich auch. Genau. Ich hab so eine Stange mit so einem Schwamm und dann geht's richtig. So Stau. Lang mit am Schwanz. So richtig geil einsagen. Ja, Mit Klobürste. ja genau. Ketchup eingeschmiert. Und ab in die Rosette. Aber wo ist welches Körperteil? Der Bauchnabel. Bei dem Pool immer auf der Couch schon sauber, das brauche ich natürlich Ja, nicht. das tut den ganzen Tag. Voll geil. Echt? Habt ihr das Problem, da so einzumfassen? Ich mag das nicht. Ich finde das sehr unangenehm irgendwie. Echt? Sagen. Gibt's Körperstellen, wo man selber Ich mag ungern das nicht. hingelangt? Ja, es ist mein Bauchnabel. Du nicht? Wo ich mir selber hingelangt an meinen Körper. Nein, ja, Was- wo du was- ungern was- hingelangst, weil es irgendwie war, was weiß ich, unangenehm, was auch immer. Das kann Nein, ich nicht dein Finger in den Arsch oder sonst Das ist doch nicht Scheiß. Das ist auch nicht unangenehm. unangenehm. Hä? Das ist nicht Das ist unangenehm. mega gut. Nein, vor allem, wenn es auf Anhieb nichts sein. Vielleicht, wenn man im Bauch noch vielleicht mit Gewalt eindruckt, dann wird es unangenehm. Aber Der ansonsten. feuchte Fuzzi, wenn sie Bahnen tut. Ja, das den geht finde ich auch. gut. So. Den findest du, ja, ja. Du Assi. Ja, dann ist wenigstens sauber dann. Ins Augenlang ist auch nicht schön. Ja! Das ist so ohne damit! Mit, weiß ich nicht, mit. Ach, leck mir am Arsch, du Trottel! Blöde Frage eigentlich. Ja. Ja, Ich war voll der, also bin ich eigentlich immer noch. Zeher ins Nasenlohr stecken ist auch nicht schön. Mit Augen, ich hab das nicht, der Bock, dass ich mir Augentropfen rein tue, mir das immer von meinen Freundinnen oder so einlassen und das war meine Tortur, das hat nicht mit, was weiß ich, Lobotomie verpassen. Ich bin so da gelegen und hab gesagt, der Tropf ein. Und ich bin so, und dann mach ich, ja, das kommt gleich. Und dann so runtergefallen, ich wieder so auf die Seiten gezogen. Das war oft ein Kampf von 10 Minuten, bis mir mein Doktor gesagt hat, mach halt einfach so, dann Ja, tropfst du genau. da rein und dann tust du den Kopf gerade und drin ist automatisch ein. Ja, genau. Das war nämlich nachdem er mir eine Creme gegeben hätte fürs Augen. Oh, bist du Soll ich behindert? mir jetzt Ja. auch eingehen? Aber das Ich bin ist. dann noch heim, dann hab ich so, das geht nicht, nicht mehr berührt. So wie ich letztes Jahr im Urlaub mein Brünn verschmissen habe und bin dann 2 Tage lang blind umeinander gelaufen und mit mir Dusel als Verstand nicht in Timbuktu gelandet, sondern wieder daheim. Wollten sie mir auch Kontaktlinsen mitgeben. Na, ab. Das ist, oh Gott, ist das eine Scheiße. Und dann irgendwann hast du es dann drin.
Und ich sag, ja, okay, ich sag einen Scheißdreck damit. Oh fuck, wir kriegen die jetzt wieder raus. Nie wieder. Die hat mir das erklärt, ich soll da so reingegangen. Also so! Ja, so zück und dann wupp, dann denk ich, bist du behindert? Okay, die bleibt forever da drin. Ja, passt. Da ich sagen, Ich glaube, ich hab's ja immer noch drin. Warum hast du denn die Brühen überhaupt da? Ich bin ja schon fertig, wenn ich Fasching oder Halloween, da mache ich immer gern Frauenfiguren. Aber nur da, kommt einen besonderen Grund. Und dann lass ich immer schminken und alles, so ein Mist. Oh, lecker, wenn ich dann. Dass du dir dann zufällig daheim mit der Lotion eincremen. Ja, aber falle. Aber wenn es dann losgeht an meinem Augen, oh, lecker, das geht überhaupt nicht. Da hänge ich da. Mit dem Schminken oder was? Ja, mit dem Kajalstift, meine ich, oder? Das ist da die Linien Die drunter. schwarzen Ich beneide Dinger, jede Frau, dass sie das kann. Und meinen höchsten Respekt vor euch, Puten. Meinen höchsten Respekt für euch, Putin. Das ist echt irre mit dem Stift da rumfahren. Nein, keine, weiß nicht. Ist nicht schön. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt. Ohne dass du es auch ausstichst. Ja. Ich Nein, weiß nicht, warum das- ich da jetzt Fasching und Halloween mir das wieder antue, aber ich schaue halt dann auch immer geil aus. Ich bin immer richtig geile Cracknutten. Ja, das. Kann ich ja mal So, weiter das- sagen. Verdienst du ja Geld an so einem Abend? Ja, Wie viel? 14,80 € in der Regel. Aber wenn du die Regel nicht hast? Wenn ich es nicht habe, dann 20 €. Am Okay. Tag, in der Stunde, in Minuten? Tag. Am 14 € am Tag. 20 € am Tag. Ich habe ohne mit Chuckys Regel. Braut gemacht, aber echt ausgeschaut wie so Cracknutten. Gut ausgehört. Das letzte Mal, wie im Fasching war ich 8. Ja, das war ein Halloween Chuckys Braut. Ich war letzt. Wir waren mal erst 9 dieses Jahr im Fasching. Da haben wir schon mal drüber geredet. Da. Ja. Stimmt. Ja, stimmt. Ich Ich habe hab jetzt auch überlegen hergekommen, müssen. asozial. Die geht. Hat euch irgendwas heimgesucht nach der letzten Folge? Haben wir es. Das ist ein guter Punkt. Die letzte Folge ist ja über so UFO, so Geistergeschichten und so Ich weiter soll einen gegangen. Ernährungsberater heimsuchen, wenn ich mir das anschaue. Weil ein Kuhstückel gefressen haben, waren wir in Maggi, Sexuell. Maggi, Digga. Vielleicht sauf es Maggi einfach so, ist da noch keiner drauf gekommen. Traust du nicht? Ja, das ist ja aber du täuschen. Jetzt los. Das mag ich schon. Das war jetzt animiert übrigens. Ja, das ist Cola. Vielleicht ist ja Cola drin, hast Ja. du schon probiert? Das schaust du Natürlich. Wir haben das doch vorher da eingeschüttet, du Mongo. Nein, aber lecker Rücksvoll, das ist sicher Coca-Cola. Jetzt kommt halt die ganze Das Zeit ist der Kurha. der Maggi-Atem. Boah. Geht dabei. Der Ich bin Maggi-süchtig. Maggi ist aber Ja, Lebermehlsuppen. Was Lass auch geil- Suppen weg, schütt einfach das ein. Passt. Und Brühe. Brühe, da, wenn du am Finger so die Brühe frisst. Ja, was meinst du, was geil. das ist? Nichts anderes wie eine komprimierte. Das ist wie so. Kennst du die? Ja, Kennst das du ist aber schmeckt einen ja ganz anders mit Soda-Stream? Da gibt's doch diese Natürlich. Sirup-Ding. Ja, so ist das auch. Du Kasper, Ja, aber es ist ja keine Brühe, nicht. du bist Brühe. Du Du bist Daniel Brühl. Daniel Brühlböck. Brühlberg. Brühlböck. Was war Los, was ich da ein will das- Auerbach vom Schiff? Nein, aber Robin brümelt. Mann, du redest dann am Oh, Maggi. Baby. Also, ja, meinst du, dass ich einen Käpfi machen kann? Traust du nicht. Schau mal, da ist jetzt mittlerweile ist das eine ganze Straße. Eine Ameisenstraße. Ja, halt die Schnauze. Wo geht die? Keine Da Ahnung. ist ein Alter, da geht's zu im Hafenstall. Aber der war ja schon im Ameisenterrarium. Ameisenstall. Ich weiß nicht, was da läuft. Ich muss noch einmal einen Andere Kammer. kaufen sich jetzt so Glaseldinger. Warum tust du das nicht? Warum musst du das denn Vielleicht ist das laufen? so ein Riesenglasel, keine Ahnung. Anscheinend. Das ist Ich aber weiß nur ja gar nicht, wo die- Süßkaninchen. Du weißt keiner, wo die hingehen, gell? Nein, wo, ich weiß nicht, einen Kursstückel suchen. Ah. Nein, Vielleicht da ist die Maggi Wie drin. viel Ameisen überrannt? Vielleicht ist das ein neuer PC. Blöd! Ameisenbliert. Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Pause. Genau. Pause schon wieder. Ja, müssen wir Florian, langsam du musst ganz, Pause laut, ganz leise. Ein bisschen lauter. Ein bisschen lauter. Pause. So, wo haben wir stehen bleiben? Weiß ich nicht mehr. Brunz, jetzt kack halt den Kuh da nicht umeinander. Na, hau ab. Hau ab. Ich weiß nicht, wie lange das der da schon steht. 3 Tage, hat er gesagt. Echt? so lange muss, Na, so lange dann muss geht's es- ja. so lange Bei muss es- Sahnekuchen. Und die Gar kein schlechtes Temperaturen Gewissen. Das besser hat schon noch gegessen. Gar- Das hat schon noch gegeben. Ich hab schon schlechter nicht sagen gegessen. Die war dann länger da gestanden. und haben weniger Maggi drin gehabt. Dann fahren wir uns auf einmal wieder weg. Ne? Na, Sonst nicht. die- Ja, egal, die fickt man nachher schon. So. Weil wir stehen bleiben. Ja, weil wir gerade dabei waren. Du hast gerade gesagt, du schwitzt wie eine Drecksau. Die nächsten 2 Monate werden absolut behindert. Das hab ich gar Sag nicht dir, was ist. Aber diesmal haben wir gefühlt ein bisschen mehr Platz. Ich sag, das ist mit dem, wir haben ja einen neuen Tisch. Ist das schön. Der birgt ja, der hält leider nicht so schön stand wie der alte. Jetzt, wenn ich ganz schnell 4 laufen lasse beim Podcast, dann wackelt er. Das irritiert mich. Vielleicht ist es ein fliegender Wackeltisch. Fliegender Wackeltisch, das fliegende Holländer. Fliegende Schwanzländer. Schwanzländer. Das ist er. Was wird's wieder draußen? Das ist- Weiher oder Freibad? Freibad.
Freibad-Logo. Geh doch nicht in die Läden, wo ganz so aber da wo kleine Scheißen am Bund. Da ist aber klar, das wird sauber gemacht. So, dann löst du diesen Luft auf. Ja, Logo, ist halt dann weg. Das ist Ja, Logo ist halt dann weg. Das wird dann neutralisiert, das ist eine ganz klare Sache. Haben nicht gewusst, dass das braune U-Boot in Luft auflöst. Ja, den kannst du zuschauen. Schwimmt da so von da bis daher und da ist es weg. Ja, genau. Da ist wieder Trinkwasser. Ich wüsste es ehrlich gesagt gar nicht. Im Weiher scheißen Fische. Und Haie und was weiß ich. Ja, und Ja, da kommt man im nicht am Boot Moselweiher schauen. scheißen generell 400 Kilo Haischiss im Jahr. Dann liegen wieder da die Fucking im Weiher und lauter so ein bisschen was soll denn das überhaupt alles Wo sein? liegen da die Fucking im Weiher? Ortmar-Weiher war das auch einmal irgendwie. Im was für ein? Ortmar-Weiher, 2 sind einmal da die Fucking drin geschwommen. Wieso? Weiß ich nicht. War nicht gut für Metzger, haben sie dann werfen sie im Weiher. Der Klassiker. Stell mir gerade so vor, wie die zwei Metzger total voll Blut am Rand vom Weiher stehen und schwingen das Fuck ist so. Mafia-mäßig. mit einem Pflastersturm und Tonic. So, Und so eine bunten. Servus, war mal Sepp, hat's gehört. Servus. Yeet! Das war jetzt aber, wo man denkt, da können wir jetzt länger drüber schmeißen. Ja, aber du musst jetzt schauen, diese Weiher haben erstens Bomben überfüllt. Immer. Auch nicht alle. Ja, jetzt fragt die mal, welche nicht und warum. Mit Backerbein. Und das Freibad war das nicht überfüllt. 0. Nein. Null. Nein. Das verläuft sie. Ja, das kein war- Prima, geht so kaum zu. Du hast ja nie Ja, davor gar nicht hieß, kein Prima, da ist fährt ja man im lächerlich. Winter ewig am warmen Wasser. Ja, Ansonsten, boah, das ist aber schon geil. ja, ansonsten kannst du kein Prima Muss ich sagen, kein Prima. Prima in Dingelfing, das warme Wasser ist geil. Und Vor das allem ist ist das scheiß draußen günstig. minus 10 Grad. Vor allem, wir sind mal im Winter in dem warmen Scheißdreck umeinander geschwommen. Und In dann welchem ist, warmen Scheißdreck? und dann ist, Dem da, Fuck. dann ist Tell me about da so ein Papier umeinander geschwommen und das habe ich die ganze Zeit hin und her geworfen und den anderen aufgeworfen und ins Gesicht dem anderen klatscht und was weiß ich und irgendwann, dann nimmt der andere das Ding und sagt so, hebt's den Fall, was hast du? Das ist kein Papier, das ist ein Binden. Hat die ganze Binden in der Fresse gehabt, der asozial. Ja, wenn es schmeckt. In der Hand, für Teufel. Ja, mein Gott, was willst du noch machen? Aber das Caprima ist ja auch schweinsgünstig. Also Ich habe wirklich, keine Ahnung, was es kostet. Sie war schon ewig nicht mehr. also es ist wirklich saugünstig. Für das ist eigentlich, was heißt recht neu ist, die bauen ja jetzt Ende des Jahres und Anfang nächstes Jahr schon wieder um. Es ist ja riesengroß. Ihr scheiß Dingelfingerhaufen mit einer scheiß BMW, ihr habt zu sagen, wer braucht eine Eishalle? Ich? Sag mal! Die haben aufgestiegen dieses Jahr. Ja, super, jetzt in Glühen baut sie jetzt ein Ding. Why not eigentlich? Also, wir Dingerfinger. Why not eigentlich? Spätwirtschaft als Sponsor. Oh. Ja, da kann wir man uns wirklich leisten. Verbande kann man Ja, machen. genau. Da schreiben wir irgendeinen dummen Scheiß drauf. Das wird super. Was kostet so ein Banden? Ah, die kosten Ich kann doch einfach mehr für Sau. Keiner kann die auch mir anfangen. Schreiben los bei irgendeinen Scheißdreck auf. mir war mal wirklich eigentlich vor 3 oder 4 Jahren hat der eine, der wo das jetzt hat, den Verein mehr oder weniger als Geschäftsführer übernommen und dort die Banden, wo sie 200 € kosten. Da waren wir wirklich am Überlegen, weil wir kennen da Das echt ist eine viel. Pauschale oder Ich sag das jetzt, das ist sollte man eigentlich Der da. kostet pro Saison, glaube ich, hat die 200 € gekostet damals. Oder, weiß ich jetzt nicht, ob das ganz stimmt, aber so roundabout. Und da haben wir uns wirklich überlegt, aber nicht zu 50 in unsere Weihnachtsanzüge einfach so ein Foto machen und dann direkt schön in die Mitte platzieren, dass wir uns immer schön unsere Fressen anschauen. Das ist eigentlich, das war ein richtig guter Witz. Für das, dass wir mir keine Sponsorings nicht annehmen und das ist einfach nur ein Gaudi war die ganze Da Zeit. machen wir das Bait Jetzt in soll- Unterhose. Ja, genau, sollten wir mir Geld ausgeben, dass wir selber Werbung Aber- machen, aber total sinnlos und nehmen das Bait Aber mit dann- unsere Unterhosen. Ja, her. aber dann stopp genau so, dass du das bei der Gästebande machst. So, da wo die immer stängern, weil die sitzen ja nicht alle, die stängern da immer an den Band und dann schaut jetzt aus, als wenn die unsere Unterhosen haben. Und wir schreiben nicht einmal Spätwirtschaft auf, dass nicht mehr keiner weiß, was das soll. Das ist einfach da, keiner weiß warum. Wir sitzen oben im VIP-Bereich und grinsen. Du uns erkundigst dich, was das kostet. Dennis, Wer ist denn Dennis? das ist Der unsere, Bandenmanager. unsere Nummer 1. Torwart. Und diese Reds kommentieren ja auch fleißig, falls sie es gelesen haben. Na, Nein, nur bei meinem Weihnachtspulli, wenn ich den wieder trage. da musst du halt Was nicht. haben wir eigentlich gehabt beim Eishockey? Ja. Straubing Da waren wir Tigers. Freibad. Wir waren gerade Dingerfing. Thema Freibad war mein. waren- Ja, Freibad. Nein, Weiher oder Aber ich- Freibad war das Thema. Ja, jetzt haben Du, wir. ich trinke mal Jetzt waren wir in der damit, was Eishalle, Freibad, Weiher, Geiern. Da war die fucking. Wie schaut es mit dem Heimpool aus? Ich wohne in der Mietwohnung, ich bin noch nicht behindert. Ich habe so Planschbecken im Garten stehen, so ein bisschen her ist mit so Sitz und Getränkehalter, dass man sich halt einfach nur reinwammeln kann und halb saufen. Bei uns ist das Gleiche. Wir haben uns irgendwann vor ungefähr 5 Jahren oder so, da waren wir in der Arbeit gerade beim Versandabteilungsding ausbauen und haben wir uns im Baumarkt, da haben wir uns irgendwas geholt, ich weiß nicht mehr was, irgendwelche Stangen und Schrauben und Scheiß und Klump. Und dann bin ich und der Chef da so durchgewammelt und dann ist da gestanden so ein riesen so ein Weg dort und lauter so große Schachteln mit so einem aufblasbaren Whirlpool-Ding. Dann bin ich so davor stehen geblieben, hab so angeschaut, so. Ich weiß nicht, was er kostet. War nicht teuer, ich glaube 300 € oder irgendwas. Voll das Riesendrum, keine Ahnung. Und dann denkt so,
Und hab gesagt, nein, ich hab kein Geld dabei. Bin gegangen, schaut mir der Chef so, ich leider eins. Und ich denk, ist der Ernst oder was? Oh ja. Und ich denk, fuck. Dann hab ich schon daheim gehabt auch. Und seitdem haben wir so ein Ding da hinten draus stehen, ist schon ganz angenehm. Ja. Schon ganz angenehm. Gibt's da schönes Natürlich ist Pulver? aufblasbarer Ding, was weißt du, so ein Whirlpool kostet auch richtig. Da kostet der Kasten, glaube ich, was kostet der Kasten? 10.000 €. Und dann schaltest du da Minuten ein, Strom da rein, dass das dauerhaft durchgeheizt ist, der kostet wahrscheinlich in der Stunde 10er. Darfst du ja keine ganze Stunde Billig. sitzen. Ja, der muss ja trotzdem weiterlaufen, das ist ja das mit der Pumpen und den ganzen Mist. Mit der Pumpe, mit der Schraube. Mit der Schraube, Pumpedüse und das. ja. Das hat übrigens jemand geschrieben, Achtung, oder möchte jemand was sagen dazu? Pumpedüse. Pumpedüse. Wir haben da schön ein Foto gemacht damals tatsächlich. Das stimmt, ich weiß aber nicht mehr, ich weiß nicht, wo wir das haben. Geh-Foto. Nein, das Da haben wir uns wir- gegenseitig den Penis Das hat- angefasst. Ja, Schwuchtel. ohne Witz. Ja, War schön. unsere Penisse haben sie angefasst. Seitdem so sind wie wir die einfach ein das bisschen enger verbunden. sagen. Ja. Wir fassen uns jetzt auch gerade, aber du weißt es nicht. Bin neidisch. Auch ein Kannst bisschen können wir ein zurecht. Trio draus machen. Geil, Leute. Wieder mal Oh. Treeforce. Triangle of Sadness. Und zwar User-Kommentar. The Winky hat geschrieben. Macht es euch einmal richtig hart und nehmt ein Thema, wo ihr null Ahnung habt und schaut, was dabei rauskommt. Zum Beispiel Autos. Ich mach's mir immer richtig hart. Das will ich nur mal Wir klarstellen. schmerzen doch schon Im den ganzen Auto. Podcast über das scheiß Thema, über die wir uns nicht auskennen. Ist uns das nicht aufgefallen? It's a trap. Winky, das ist da nicht aufgefallen wahrscheinlich, aber wir haben generell keine Ahnung, von was wir reden. Du hast Außer wahrscheinlich- von Maggie und Kuh. Ja, und ich habe anscheinend keine Ahnung über den Podcast. Straße, die immer größer wird. Es wird halt echt immer mehr. Okay, ja, wird schon. Naja, hilft nicht. Wird schon. Die Was soll ich jetzt so erzählen über Autos? Die fahren? Das habe ich mir ehrlich gesagt, also Autos. Ich bin so einer, mich freut das schon, wenn ein, zwei Spätzchen haben, richtig große, fetten Karren, das bin ich nicht gewohnt in meiner Blechdose, und dann sitze ich da so drin und sag dann so im Cockpit, wenn sie rückwärts fahren, wo die hinfahren und wo sie hinlegen und so einen Scheiß. Und ich denke mir so, Alter, ich sitze in der Area 51. Das ist schon geil. Und dann denke ich mir wieder, okay, der Karren kostet 80.000 €, bist nicht ganz sauber, Alter. Was soll das? Meiner fährt auch. Ja, eben. Wenn du nicht richtig Und der Auto fahren kostet kannst, 2. wenn du nicht richtig Auto fahren kannst, brauchst du das nicht. Oder keine Kamera ist doch für Frauen gemacht. Wir haben schon lange keine Frauen verachtende Das stimmt, ja. Sollen wir mal rein. Frauen und Autos. Da kenne ich Frauen mich schon können aus. nicht Auto fahren, praktisch. Auf gar keinen Fall. Genau, die brauchen so eine Kamera. keinen Fall. Das ist ganz klar. Darum, die ist erfunden worden für Irgendjemand Frauen. muss ja am Behindertenparkplatz stehen. Ja, eben. Der hat aber nur schwangere Frauen. Das stimmt, ja. Bei Also mir gibt es ja mit- immer zwei. Da gibt's doch auch diese Parklücken, da wo doch Frau mit Kind dieses Zeichen drauf ist, die steht aus wie Mann mit Grill. Habt ihr schon mal geschaut, genau? Die steht- Mann mit Grill. Mann, der Grill will. Der ist schnell direkt da rein. Und was liegt denn das? Was? Das Klischee kommt irgendwo her. Keine Welches Ahnung. Klischee? Das An war was ein liegt das? Autofahren. Wahrscheinlich Ja, weil statistisch. Es hat es nicht irgendwann einmal Studien gegeben, so von wegen, Frauen haben, deren sie einfach härter mit räumlichem Denken. Dafür sind sie gut im Ja, weil es immer über 20 Zentimeter wollen. Dreimal noch von 30 Zentimeter. Und kriegen dann 10 Jahre. Und dann spüren sie sich in der Turnhalle. Okay. Naja, Wo waren wir Autos? Ja. Ich habe keine Ahnung von Autos, ich kann nicht einmal selber wechseln. Ich sag das, wie es ist. Ja, nicht. Ich müsste ein YouTube-Video anschauen, wo wir, keine Ahnung. Brauchst du eine Hebebühne. Ich glaube ja. Brauchst oh, eine Hebebühne. Hebebühne, die sind wichtig. Also jeder, der Hebebühne da haben und der hat da Piercing, da haben wir eh schon drüber geredet. Und ein Skorpion. Und das Skorpion Und noch ein Tribal-Tattoo. Ne? mindestens 20. Wenn sie ganz coolen sind, da geht es ein bisschen auf, wie das Spitzel über den Hals ausschaut. Das ist immer ganz wichtig. Oh, und, ach ja, ich habe auch so lange gebraucht. Es gibt doch diese Kennzeichen, zum Beispiel DGF oder LAN, QP und dann eine Zahl dahinter. Und ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, dass das dann ein Coupé-Auto ist, also so ein kleiner, sportlicherer. Ich wollte jetzt gerade mal sagen, für Coupé ist ein Auto, wo hinten keine Sitz hat, oder? Die haben schon Sitz, Nennt aber man das kollidieren Coupé? meistens. Die haben meistens kollidieren, ja. Genau. Also ja nur zwei Türen. 3 Türen nennt man das. Was ist denn die dritte Tür? Der Kofferraum. Ja, und Motorraum ist kein Tür. Nein? Kannst du nicht tatsächlich. Ja, ist ein lauter Trottel. Der Autoschrauber. Sagst du, es ist? Kennen wir nicht bis auf 13. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber warum? Das Gute ist, dass die Folge jetzt sicher nicht sehen, weil die ganzen Vollidioten jetzt im Kino bei Fast and Furious 10 drin sitzen. Oder Manta Manta. Der ist wieder vorbei. Ja, ist Doppelvorstellung. Jetzt ist wieder Family Time vom Dieselwind. Scheiße. Der Dieselwin.
Schmerzt der nur tiefer wie im ersten Teil. Ich habe den Trailer das letzte Mal gesehen und ich habe so viel lachen müssen bei dem Trailer. Da ich dachte, ich bin fast verleitet, mir das anzuschauen, weil ich nicht glauben kann, was ich jetzt gerade für eine Scheiße in dem Trailer sehe. Aber der Film, weil die anderen, die haben ja komischerweise immer verhältnismäßig gute Bewertungen gekriegt, auch von Kritikern, weil es halt immer so dieser Spaßfaktor anscheinend hoch bewertet wird. Aber der wird jetzt halt Vollgas zerlegt. Also auch wirklich von Kritikern überall. Lächerlich, was soll denn das, dass da überhaupt jemals einen zweiten Teil gegeben hat von dieser Scheiße? Was soll das? Weil Pompidou so jetzt das ist wie mit der Eberhofer. Da fahren die ganzen Altenheime aus der Umgebung dann ins Kino, machen es voll und beim Fast and Furious fahren alle Autoschrauber ins Kino. Das ist dasselbe Publikum, das der Artenfahrer hat. Bei den Eberhofer-Filmen. So, da weiß ich auch nicht, wo ich mich mehr fremdschäme. Ja, ist ja wahr. Ich hab's wirklich probiert. So viele Leute schwer, das ist super toll. Dann, ich hab's wirklich probiert. Da waren wir auf Netflix, glaube ich. Keine 10 Minuten habe ich geschafft. Ja, also ungelogen, keine 10 Minuten, dass ich mich hier. Ich kann ich mir nicht geben, Alter. Bist du völlig behindert? Das ist die schlecht. Was soll denn das? Ja, ich schaue es mir schon immer gerne, aber nicht im Kino. Das ist kein Film, den ich mal im Kino anschauen muss. Ja, furchtbar fremdscheinbar. So wie da haben sie jetzt da und so. Ja, passt. Leck mir am Sack an die schlecht. Kann ich lachen. Nein, jetzt lass in Ruhe. Ich rede vom Artenfahrer. Was? Da meine Mama hat uns damals Karten gekauft. Attenberger. Vom Attenberger, ja. Attenberger. So wie Attenberger gesagt. Nein, vom Attenfahrer. Und ja, da haben wir uns aber alle entschlossen, dann wo es dann soweit war, dass man nicht hingehen. Sind die Karten lieber hoch, ja. Aber wir haben am Samstag, weil wir gerade drauf gegeben haben, wir haben am Samstag bei Kristall. Was hältst du von dem? Was ist das? Kennst du den? Das ist der Fettsack. Der Dicke, der Dicke, der wo sich selber so verarscht. Ja, super. Ich wollte gerade sagen, ein Fetter, das ist selber verarscht, habe ich noch nie gesehen. Na, wow. Der hat weiß ich nicht, ich sitze mir alle jede Woche einmal in die 3 fetten Trottel, das ist selber verarscht, du bist fett. Hey, vielleicht soll mal auftreten. Ja, da wollte ich 1 Kilo Met haben. Mama, hör auf! Du bist so peinlich. Dann habe ich Ich finde den nicht lustig. Also, 97 meinen Schwanz zum letzten Mal gesehen. Okay. Ich habe allgemein aber mit deutschen Comedians ein ganz großes Problem. Ich schaue schon sehr viele. Ich mag einen Johann König mag ich ganz gern. Den mag ich nicht so. Ja, das glaube ich, weil der ist halt wirklich lustig. Tagesbedingt, muss ich sagen. Ansonsten beißt schon langsam aus. Aber Kristall habe ich einfach witzig gefunden, beim ersten Mal, wo wir den live gesehen haben, da wurde dann so ein, keine Ahnung. Hast du den schon öfter gesehen? Einmal jetzt. Also ich den jetzt zweite Mal. Und Teddy schaut man sich auch sehr schnell ab, finde ich. Der ist aber ein sehr, sehr krasser Entertainer. Ich habe den jetzt 3-mal live gesehen. Das glaube ich sehr gerne, ja. Aber das ist zum Beispiel, das ist die erste Hälfte, ich glaube, die erste Hälfte war wirklich vom Programm, die machen oft eine Pause. Da war die erste Hälfte des Programms wirklich unglaublich lustig und unglaublich gut. Und die zweite Hälfte war dann eher so ein halbes Musical. Also das war wirklich nur... Der kann auch richtig gut singen, ja. Aber das war halt mir zum Beispiel für so, dass du ja einen Teddy kennst, das war mir halt way too much. Für was nicht ich feiere, das ist ein Improvisationsblödel-Scheißdreck, weil das so unfassbar dumm ist. Also ich mache diese Improvisation mit dem Publikum und das war halt bei Kristall einmal richtig gut. Da war das ein 13-, 14-jähriger Junge. Ist dann, ja, mit wem bist du da? Ja, mit meinen Eltern. Ja, okay. Und? Schon gefickt? Und er, Doc sitzen. Jetzt check ich's erst. Jetzt haben wir wie letztes Mal, wo ich von Science und du gemeint hast, ich rede von Wissenschaft, mein ich, der Typ aus Kristall. Nein. Das ist der Kristall! Okay, weil das Kristall. Ja, ist ja wurscht, aber in meinem Kopf muss der Kristall heißen, damit ich weiß, was du meinst. Aber so groß ist er nicht. Ja. Wir brauchen doch nicht. Nein, jetzt denke ich mir gerade, oh Gott, jetzt kann ich meine Augen verdrehen und sagen, verzeih bitte nichts mehr von dem, weil sonst kriege ich Krebs im Schell. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, das ziehen sie sogar da müssen, schon. Ja, nein, das stimmt auch nicht. Aber schon langsam, ich glaube. Ja, und Sonntag, 7 Uhr, Abfahrt mit dem Bus nach Moos. Der Frühschoppen am Sonntag. Sonntag ist Frühschoppen. Also im Prinzip, währenddessen diese Folge erscheint, sitzen gleich schon im Moos und bist du brunstenvoll. Also um 8 Uhr macht das Zelt aus, da gibt es auch dieses legendäre Video vom Moos, da wo es um 8 Uhr dieses Zelt aufmacht, da wo es die Tieren aufdruckt und da wo es dann eingelaufen haben und die Leute hat es da Backe und was weiß ich, also richtig krass. Richtig geil, ja. Ja, also richtig geil. Das ist richtig geil. Das macht so viel Spaß wie Kristall Live-Show. Nein, es ist schon wirklich ein geiles Gefühl, wenn du um 5 Uhr aufstehst und um halb 6 in der ersten Bier trinkst. Mann, ich habe wirklich harte Nippel dabei. Richtig geil, ja. Mein Gott, ihr seid einfach das Ketchup um mein Arschloch und drum wird schon ranzig. Ja, das ist richtig geil. Scheiß Kuchen. Shit, wegen noch, mach ich noch. Verzeih mir mit Kristallwitz, der war nämlich echt klasse. Ja. Nein, war schon wieder. Was? Scheiß Boomer-Humor von euch. Ja. Regt mich so auf, ey.
Ihr habt einfach keine Ahnung mehr, was abgeht in der Jugend. Was hältst du eigentlich, weil du hast du jetzt vorher drauf gebracht, anscheinend nicht, weil mit deinem, das war mir way too much, schwuler Hund. Was hältst du eigentlich von den ganzen Anglizismen-Scheiß, dass es immer krasser wird, dass man ganz normale Wörter wie ich war überrascht schon immer sagen kann, sondern Leute sagen, hey, ich war voll surprised. Das ist echt, ich weiß nicht, ob es ist, weil ich habe vor allem jetzt mit Funkkanäle ein bisschen zum Tor, die kennen ja, das kann man teilweise nicht anhören, weil so viele Anglizismen reingeschissen werden, dass man denkt, es tut mir leid, es ist ab und zu, manche Sachen sind ja ganz okay, finde ich. Ich glaube, die verstehen nicht das als, es ist die Internetsprache. Ist es aber halt nicht. Aber ich finde das furchtbar. Aber ich kenne ja mittlerweile immer mehr Leute, die das halt auch im alltäglichen Sprachgebrauch haben. Wenn statt du hast, ich bin da zufällig irgendwo hingekommen, ich bin da random irgendwo hingekommen. Ja, random, das sag ich auch immer. Ich überlege gerade, wann ich tue das auch. Random sage ich oft. Aber mir fällt jetzt gerade nichts ein, wo ich es oft tue, weil das... Das ist die Grenze. Normale Namen dann auf Englisch aussprechen. Crystal. Schön. Aber allgemein, ist das selbst mit, was euch überhaupt ich erwische mich auch ab und zu dabei. Betrifft, egal. Es ist, also bei mir schon. Also ich habe ja auch noch jüngere Freunde. Also da ist dann schon so. Zum Beispiel, das sind meine Geschlechtspartner. Aber. Dann nimmst du 2, damit es legal wird, oder? Die nächste Folge müssen wir zu zweit aufnehmen, weil es ein Florian leider Gottes ich nehme 8 Geschlechtspartner. In den Frauenknast eingesperrt. Und wir haben uns eingesperrt. Und ich war da. Tschüss. Und da ist halt dann schon so, also zum Beispiel Riz. Was war's, Riz? Haben sie mal letztens erzählt. Ja, da haben wir letzte Woche das Thema gehabt. So, du hast schon den Riz, oder? Ich so, was willst du von mir, gell? Wie schreibt man das Riz? Ich glaube R-I-Z-Z. Okay. Und was ist denn das? Ja, googles. Ich so, halt dein Maul, erzähl mir doch, was es ist. Sag mir einfach, wer TikTok-Spaß, dass du so einmal gesagt hast. Das kann man so nicht beschreiben. Dann habe ich mir nur gedacht, was ist jetzt dein Scheißproblem? Ja, die haben eine TikTok-Wort, 100 Pro! 100 Pro! Flippst aus. Ja, also... Aber was der Ikon ist, das ist praktisch, wenn du mit Frauen kannst. Also wenn du so praktisch... Wenn du Player bist. Du bist so Riz. Bist du ein Riz oder bist du Riz? Nein, dann hast du Riz. Ist das Wort, ich rede in TikTok schon, ist das ein Eigenschaftswort. Ich bin so Riz, Alter. Respekt. Oder was vielleicht doch Riss, weil du aufreißen kannst. Aufriss? Ich hab den Aufriss. Ich verstehe das nicht. Du hast den Riss, das habe ich noch nie gehört. Na, ich auch letzte Woche haben wir darüber geredet, genau das Thema. Bei uns warst du einfach ein Player, oder? War auch schon Englisch. Ja. Oh, stimmt. Ja, stimmt. Was weiß ich, wie wir da gesagt haben. Wir haben auch damals die Hemden immer angehabt mit diesem Kragen oben. Ja, ihr auch noch? Ja, ich bin einmal als Dracula fortgegangen. Richtig geile Generation, ey. Hemd dann bis hier unten auf. Jetzt ein goldenes Kreuz da. Nein, das hatte ich leider nicht. Nicht? Nee, dafür hatte ich kein Geld. Aber ich hatte den Race. Du hast den Race. Weißt du, ich kann nicht wenigstens erklären, was das Wort random bedeutet. In welchem Zusammenhang ich es benutze oder wie du gesagt hast, mit überraschen, ja, ich bin surprised. Ja. Ich bin so surprised. Ja, das ist ja schon wieder so unfassbar schwul. Ich kann damit ich bin so surprised. Ich kann mir tatsächlich manche Podcasts nicht mehr anhören, weil manche so viel Anglizismen reinhauen, dass ich sage, ich komme nicht mehr klar damit. Ja, weißt du, und das war dann, da war ich halt dann so literally, halt der Maul literally da. Literally sage ich aber auch ab und zu. Warum? Weiß ich nicht. Das ist das Wort des ersten schon mal Zungenbrecher, das sagt man gar nicht mal so einfach. Das ist so random, was ja, es ist echt random, dass er literally random. Er hat sicher keinen Riss. Safe nicht. Ja, da gibt es tatsächlich Podcasts, die kann man nicht mehr hören, weil mir das nervt. Bin ich raus. Wollen wir das Titel jetzt auch der heutigen Folge, du hast literally no Riss. Genau, randomly. But it's not surprising. It's not surprising. Maggi. Ketchup am Arschloch. Ja. Haben wir das Thema Anglizismen auch besprochen. Sehr fachmännisch. Alle Themen, die wir ja, ich überlege die ganze Zeit, was ich noch jetzt, was du literally gesagt hast, sage ich auch ab und zu. Strugglen, Hustlen, ich kenne die man so ja, doch, Hustlen gibt es ja schon, das bin ich. Aber Hustlen ist ja schon seit 20 Jahren. Aber Struggeln schon. Struggling. Das Struggling. Ich verborisch das dann auf. Ich sage dann eine Hustlen. Eine Hustlen, Mann. Ja, eine Hustlen, Mann. Ich mache dann so einen Blödsinn draus, weil ich mir in dem Moment blöd vorkomme, wenn ich das Wort
Hustlen ernsthaft in einem Satz benutzt. Genau, wenn ich was hernehme, dann auch eher so... als Blödelscheiße. Genau, aber ernsthaft zu reden, das kann ich nicht. Ja, das tut man aber dann oft so lang, bis du das halt dann übernimmst, wo du dann nicht mehr blöd vorkommst und dann sagst du halt einfach literally, was du meinst. Das ist wahrscheinlich einfach so, wie sie bei... Ja, genau. Well. Ja, genau. Ich sag ab und zu mal, well. Also dämliche Studentenspacken, die mal, was weiß ich, 14 Tage in Amerika waren und dann zurückkommen und sagen, shit, forgot, was war das German Wort for... Ja, halt doch dein Maul und der Sticker und den Scheißdreck. Ja. Da gehört die gerade durchgezogen. Lisa 19 aus Australien, da gibt's auch die Memes, gell? Ja. So dumm. Da kann ich durch dran, das ist so well. 100%ig hat das Wort Riz irgendein TikTok voll Spaß erfunden. Ich habe keine Ahnung, ich hab's dann 100 Pro! Weil die konnten es dann auch nicht erklären. Mit 12-Jährigen wieder ein neues Wort lernen. Ich kann jetzt 4 Wörter. Ich bin dumm, Riz. Und dann kommt ja. Oh Gott. Der neueste Shit, oder was heißt der neueste Shit? Leute auf TikTok bezeichnen, wisst ihr, was Matches sind? Also nicht Tinder-Matches, sondern was Matches auf TikTok sind. Das ist, leck mich am Arsch, ist das dämlich, wie dummhandend leider eigentlich sag. Wollen wir am Sonntag dann einen Livestream machen? Ich in Moos? Ja. Und du daheim? Und wir machen Wir machen ein Match. Erklärt's mir, was das ist, weil ich bin... Okay. Es ist jetzt so absurd, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll zu mir erklären, weil das keinen Sinn hat. Da ist ja der TikTok-Spast A und TikTok-Spast B. Und die sitzen einfach da. So, da ist nichts Besonderes, die haben kein Kostüm und die haben kein Nick, die sitzen einfach irgendwo in einer abgefahrten Fliesentisch-Bürgergeldbude. Also kein Kaufen meistens so von unten ins Handy rein. Old Man Profile Pics. Ja, Old Man Profile Pics. Und dann machen sie ein sogenanntes Match. Das heißt, da kommt jemand anders das ist ein Livestream, in seinen Stream ein, dann siehst du beide nebeneinander und dann nimmt der eine seine Community und der andere, der dazukommt, nimmt seine Community mit und dann müssen die Leute, die zuschauen, in 3 Minuten, wer mehr spendet, hat gewonnen. Ja, aber du kannst es, glaube ich, auch, also ich habe das auch so nebenbei gesehen, dass du du machst es halt so mit Doppelklicks und so, aber da gibt es ja wirklich Leute, die da so viel Geld in diese Scheiße reinhauen. Und ich frage mich, wer sind denn die Leute, die kriegen ja nichts geboten. Ich meine, ich bin ja selber einer von diesen Streamer-Spasten. Aber ich gebe mir halt wenigstens zumindest jeden 10. Streamer mal Mühe. Ja, so ist es nicht. Da ist, wo ich dann sagen kann, okay, ich glaube, da kann man Content draufschreiben. Aber der sitzt halt nur auf seiner Couch. So Leute, tippen, ja, danke für die Rose, los, wir müssen das Match gewinnen, das Match vorbei, so, wir haben gewonnen. Nächster. Ja, vor allem, du gewinnst mit dem Match nicht mal was. Wenn dann wirklich am Schluss irgendwas kommt, wenn du dann wenigstens da was ausziehen musst oder so, dann will ich sagen, okay, I'm in. Es gibt so, es glaube ich, gibt welche, das muss ich einer lassen, bevor wir jetzt nur Scheiße erzählen drüber, das stimmt schon, es gibt welche, die wo dann verlieren, die müssen dann irgendwas mal, irgendeine Strafe, also irgendwas lächerlich, so, keine Ahnung, Ketchup ins Arschloch, ja. TikTok-Videos, nein, so. Und ich frage mich, wer sind die Leute, die mit ihrem Handy da davor sitzen, sich das anschauen und denken, ja, du musst gewinnen. Machen wir das bitte am Sonntag in Moos. Das sind nur Leute, die keinen Riss haben. Die haben sicher keinen Riss, die Leute. Die haben keinen Riss, die Leute, ja. Literally no Riss. Ja, genau. Das wäre richtig gut. No Riss am Schlüssel, Alter. Screenshot. Aber erklär mir das. Erklär mir da. Und das ist nicht bloß das machen ein paar, das macht gefühlt da jeder da drin. Ja, wer sind denn die Leute, die da Geld dafür ausgeben? Wofür? Das ist eine sehr eine Full-Retard-Plattform. Das ist unfassbar. Die Leute haben Free Geld. Gut, Montana hat jetzt verboten, oder? Montana ist jetzt der erste Staat in Amerika, der TikTok verboten hat. Mein Gott, da feiert ich, da grill ich Facke. Wenn's bei uns diese Scheiße verbieten irgendwann. Im Wollstoff am Weiher waren nur am Wollstoff am Weiher und ich lade alle ein. 5 Facke grillen. Dass die sind. Han Gen Z-Influencer sind auf einmal Arbeitstag. Ja, wie muss ich leer machen? Und Säftig ist in Landau in 2 Wochen. Säftig, die kennt doch auch keine alte Sau mehr, oder? Oh, die haben einen Ja, wann war das Lied? Das war schon alt, da hab ich mein Lied gemacht. Da kann die mich auch verstehen. Boah, leck, das ist das Schlimmste, was ich glaube ich geb da einen Schopflein ins Maul, du Mongo. Das war das schlimmste Video, das jemals im Internet kursiert ist. Und wir wissen mal, was wir das letzte Mal für ein Video erwähnt haben. Und das ist schlimmer. Das ist definitiv schlimmer. Welches? Das ist vom Säftig. Nein, ich meine. Der hat ja nur irgendein anderes Lied, das jemand kennt. Ja, das ist immer das war genau das eine Lied. Das sag ich habe auch bloß eins, das man kennt. Das ist ja mir wurscht. Aber ich stehe nicht auf der Bühne und sage, ich bin so säftig. Ne, du heißt ja auch gar nicht so. Das war wirklich dumm. Das war wirklich dumm. Meine Güte. Kannst du aufstehen und sagen, du bist der Chris Tall. Weißt du, groß bist du? Ja. Joke.
That's pretty funny. So. Ist der tatsächlich in Landau, der Säftig? Ja, der ist mit dem Dream dabei. Das ist so eine Ja, ganze... haben wir doch auch so nebenbei da auf so ein kleines Mini-Festival-Ding da, das ISA-Festival, glaube ich, heißt, bin mir nicht sicher, da ist der Dream, das ist Säftig und der Rest kennt keine Sau. Aber das ist ja Gut, in Landau. da ist der Dream, das ist ja der in Rest Landau kennt keine Sau, direkt. ich kenne nicht mehr den Dream. Das ist ja in Landau direkt. Das ist ja in Eichendorf, das ist da, wo Das ist direkt am Volksfestplatz bei Genau, uns, ja. genau. Das sind 2-3 Wochen, das 16. glaube ich. Ah, da habe ich die Freikarten Ich hab keine Ahnung, ja. Da gehst du hier, oder wie? Ja, ich habe die 2 Freikarten gewonnen. Wichst der Mann von mir? Wem? Dream oder Säftig? Beide gleichzeitig. Ich würde gerne, wenn er einen Dream. Fast dazwischen Motorboot. Na, Dream finde ich schon stark. Dream finde ich schon gut. Absäftet. Und den habe ich Den auch kann schon, ich gut, das ist aber bloß Den hab ich auch gehässig, schon live ist dahergelabert, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar Sachen von dem gesehen, wie der angefangen hat, und dann merkst du in der Sekunde 1, dass der was kann. Also der kann singen, der kann spielen, der kann das. Und der kann auch oder sehr fucking Säftig, dem Säge im Gesicht oder er sagt nicht einmal bis 13 kann. aber der kann halt auch wirklich entertainen. Also ich habe Dream schon live gesehen, der Ja, kann gehört sehr, auch dazu, sehr gut Gottes Willen. entertainen. Also krass. Auch der macht Säftig mit richtig seinem Stimmung. Rumgespaß, da kriege ich nur einen Hass. Ja, So eine Scheiß, der hat leider alle bloß noch behindert. ja. Ja! Du Vielleicht brauchst hat jetzt schließlich ja in der Unterhaltung. Ja, hallo, ich bin der Säftig, ich bin TikToker, ja, ich bin auch behindert, Christi. Das macht Match. jetzt, Machen wir ein Match. macht jetzt TikTok, oder? Was weiß denn hier? Wahrscheinlich 100 Pro, oder? Ich weiß Weiß nicht. ich ich nicht. kenn das 100%. Video. von den Säftig hört man wirklich gar nichts mehr. Der Hype war so schnell vorbei mir gekommen. Das ist, der ist ja schon ewig her, was tut der da? Der ist aus der Schweiz im Übrigen, ist kein Bayern, mal so ganz abgesehen davon. Ja. Was tut der da? Verstehst kein Wort, wenn der labert. Sag mal, eine Zeile vom Text. Deswegen stottert er ja so. Dann tust du leichter. Im Ernst jetzt, sag mal eine Zeile vom Text. Ich weiß Kannst du nicht, weil es totaler Bullshit ist. Jetzt, was bist denn so? Nein. Jetzt hätte er Rage auf... Es los wieder mal Leid absagen, wenn ich wieder dabei bin. Ich gehe mit, die zweite Freikarte mit mir. Heftig, ja. Nein, der wird Ich soll ja Karten und du sitzt vor der Steuer ab. Putz mir vorher einen Arsch damit. Weil die feiert mir richtig ein Säftig. Hoffentlich kommt dann... Feier jetzt die Arme. Lieber Säftig als ein Bürger. Wir können ja dann Dream und Säftig dazu einladen, dass wir beide Stellung nehmen können. Ja, bin ich gespannt. Auf geht's, battelt man uns, das wird lustig. Genau, und Säftig erzählen wir, dass er mit rein darf, aber dabei verprügeln wir ihn einfach. Spaß! Spaß. Nein, nur mit Sacke haben. No, so eine Beidel. Drip, drip, drip. Gute Nacht. Drip. Rip. Oh Gott. Das war der Iron Man, oder? Jetzt brauchen wir Gute Nacht. Ja. Brauchen wir Werbung, oder? Müssen wir schon wieder Werbung Müssen wir machen? Werbung machen. Schnell. Mit Magie. Ja, Säftig als behindert bezeichnen und da sitzen. Nicht Säftig, möchtest du einen Podcast mit mir machen, bitte? Der wird sicher gut. Ja, das sicher. Versteht keine Sau. Sicher, gut. Richtig, gut. Nice. So, wo waren wir? Gehen wir jetzt eigentlich auf Sido-Konzert oder für mich in Ich hab mir die Karten schon gekauft. Echt? Was kostet's? 50er? 50er, ja. Nein, Karte ist gekauft. nein, stickt mir nicht wahrscheinlich voll. Wir haben den Plan, wann ist das? Am 1. August, glaube ich. Nein, im Juli. Irgendein Freitag im Juli. Mann. Ende Juli. schön. Ende Juli ist das, ja. Irgendwo. 21.07. kann ich sagen. Ja, irgendwie sowas. Also, Ich find's eh geil. Sido im fucking Eidorf. What the fuck? Ja, ist verrückt. Deswegen muss ich hier. Und dann kann ich sagen, ich bin Fuck, Sido ist auch gesehen. so, Dann hoffe ich, dass er Ja, einen ja. Auschwitz-Song spielt. Und Du, dann. Also normalerweise tu das schon. Und endlich Wochenende. Ah, das darf man nicht mehr, glaube ich. Endlich Wochenende? Ist das schon wieder vom Index gestrichen? Oder? Das ist eine gute Frage. Das ist ein bestes Lied, das er hat. Oh ja. nach dem Arschweg-Song. Nein, Nein. Echt? Endlich weit. Wochenende. West-Berlin Der war auch noch geil. Der Beat von Endlich Wochenende ist so geil. Ja. Ah, Er ist genauso verstrahlt wie das Thema eigentlich. ja, Erwin holt die E's raus. Und West-Berlin, das finde ich auch Weltklasse. West-Berlin! Das ist Oh ja geil Mann, zum Ausrasten. das ist wirklich zum Ausrasten, ja. Gibt's Ja, ich bei habe ihn oft genug gesehen, wie er Gibt's halt. bei euch irgendwelche Konzerte und zeigt der Heuer, was noch hingurken werdet? Wahrscheinlich nicht. Ich wüsste ja gar nicht, auf was für ein Konzert das ich noch mehr hat. Ich sag das ganz ehrlich, was mich richtig stickert hat. Ich spekuliere jetzt mit Rock im Park, Sonntag, Tage Tenacious D. Nein, Limp Bizkit nochmal. Foo Fighters noch, Ja, Minasmos. ist die nicht Rock im Park? Ja. Rock im Park. Ach, das ist schon lang. Ich weiß schon. Das ist Nicht vor 20 Jahren schon hat der Bushido gespielt. Werde ich auch nie vergessen, haben wir drin gestanden. Die ganze, das war damals noch so eine kleine Halle, Alternate Stage hat es glaube ich geheißen. Ganze Halle, dreht den Rücken zu ihm und schmeißt mit Becher ab. Er steht oben, irgendwas hat er gesagt zu mir, ja, dann fickt euch da, mein Gage habe ich schon gekriegt, das kann man. Er hat gesagt, ja, recht hat er. War nicht Joko und Klaas auch da? Weißt Mal? du? Das da? Joko und Klaas waren die nicht auch mal da? Was denn die? Was denn Die die haben da? doch mal, da hat doch mal der Klaas oder Joko, einer von denen hat doch mal Little singen müssen da drauf. Echt? Das war doch mal, wenn ich du wäre, glaube ich. Ich weiß nicht. Weiß Ein, nicht. entweder Rock im Park oder das andere. Ja, am Anfang haben sie auf alle Fälle die Hip-Hop-Acts nicht leicht gehabt, weil KZ war auch da und die haben auch Bierflaschen abgekriegt. Das Damals- wundert mich.
Das wundert Ja, da waren mich sie ein da wenig, noch- weil das halt einfach auch eine krasse Musik ist und so, und das da jetzt Ja, aber damals war es ja wirklich nur so die. damals war es ja wirklich nur eine Zeit lang so ein Rockfestival und du weißt ja wie die ganzen True Metal Deppen sind. Dann kommt der Epse eine Band auf, die nicht zu blecherne Gitarren und was weiß ich was schreit, sondern zu irgendeinem blechernen Beat umeinander schmerzt und dann Ja. wird eine Bierflasche geschmissen, weil das ist nicht true. Ja. True as fuck. True. Aber ja, Rocky Park, aber ansonsten hasse ich den Scheiß. Slipknot, glaube ich, kennt da, und Tenacious D, glaube ich, kennt. Das weiß ich gar nicht. Für Slipknot habe ich Sodkarten im Juni in Minge. Ich habe alles schon, was mich interessiert, habe ich schon mindestens zweimal in öfter gesehen und ich wüsste halt nicht, was noch. Alligator, Tool, der immer Alligator, gern. die gerne anschauen. Der spielt heuer noch Alligator, ja. im Der ist November oder Minge. Dezember. Den hab ich noch ja. nicht gesehen. Aber da kostet die Karten halt Schweinegeld. Echt? Ja. Der zirkt aber auch wieder eine Show, ob du einen Vogel kriegst. Ja, das sehe ich ja, Ja, aber jetzt wenn so du im nicht. Zenit drin Ich bist, war noch dann nicht kriegst du dumm. die Show wurscht, weil du nichts siehst und verstehst. Und was weiß ich. Ja, Das ist dumm. der zählt nicht. Tool, da ich mir wahrscheinlich nochmal genehmigen. Wen? Tool, kennst du nicht? ja, das ist so Pseudo-Kunst-Scheiß. Ah, okay. Die schreien nicht. Ach ja. Ja, gibt schon mal. Boah, so. Ich glaube, ja, das letzte Das letzte Album hat mir nicht so taugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder warte, jetzt pass auf, das weiß ich nicht, dass ich bei Tulu gehört habe oder was anderes, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin mit Let Trollers groß geworden und da haben ein paar so Lieder rum, da wo ich mir denke, das ist Ich bin ein mit die Schlümpfe groß geworden. pures Meisterwerk. Ich bin auch mit dem Schlumpfen Cowboy Joe Oh, ja, der Meister geworden, hätte ich Der fast war gesagt. Weltklasse. Make the Schlumpfen Cowboy Joe, Ja, das Album habe ich make sogar auch it, daheim. Schlumpf along. Deichkind ist jetzt nur im Juni, schauen wir die wieder an. Die sind live einmal. Ich glaube Prodigy habe ich gelesen. Da ist doch der Sänger gestorben. Das Prodigy. macht keinen Sinn. Aber der muss auch nicht viel singen. Seien wir uns ehrlich, der muss nicht viel singen. Smack my bitch up. Smack my bitch. Hallo, ich bewerbe mich heute. Smack my bitch up. Zu Soulfly haben wir gesagt, auf Calm, wenn schon Calm sind, dann musst die Also das Soulfly in Calm. Geil ist er. Geile Max Cavalera vorher aufgeschwimmt mittlerweile. So geil ungesund aufgeschwimmt. Ja. Wie ist das neue Lied von Alexander Markus? Es ist cool, aber Das Video ist besser. Es hat noch nicht so viel. Flow. So, jetzt, also ganz ehrlich, heute ist wieder so ein typischer Nivea, ist hier unten. Normalerweise schafft man es dann einmal kurz ein ins Thema zu bringen. Dann Alex. waren wir bei Autofahren, dann waren wir bei irgendwelchen Leberkäse, wie Kreditkarten durchs Arschloch schirmen mit Ketchup. Es ist irgendwo, also Nivea ist irgendwo an der Wind bei den Ameisen. Okay. Da so rundum verteilt, deswegen haben die da auch. Oh, der Podcast Recap. Ich beende jetzt die Höllenqual, ich sag das, was es ist. Danke, danke. Danke, endlich. Kann endlich die Kuh in Ruhe essen. Ja, Zeit wird's, aber mag ich nicht vergessen. Ja, ja, kann ich! Danke für Ihren Beitrag. Ja, As fucking danke für den Kuchen. Ja, da bin ich noch nicht ganz zusammengegessen, du. Nein, der hat er nicht geschmeckt. die Knicke Scheiße. der Huren! Florian, danke! Okay, bis zum nächsten Mal. Und ihr, Bitte. weiß ich nicht, like ein Abo, Mal Leuten. beleidigt in die Kommentare mal ein paar Spotify-Listener und dann sehen wir uns, hören wir uns. Oh, noch kurz ab, wir müssen sogar Abmoderation. Es ist dann Sommerpause. Das heißt, nach dieser Folge, bin ich mir jetzt gar nicht 100% sicher, kämen 2 Folgen, die ein bisschen kürzer sind. Und da werden wir uns um eine Kommentare kümmern zur Geister- und Geistig Horrorgeschichte, Ja. zu den geistig behinderten Einen Kommentaren. Kommentar haben wir ja offensichtlich. Und wir haben wirklich einen Kommentar, der ist wirklich komplett geistig Der behindert. ist richtig Ja. gut. Der ist nicht und ein bisschen gruselig ist er schon auch. Ja, Er ist, schon. er ist ausnahmsweise nicht vom Kani. Okay, Lustig, ciao. du Scheiß. Okay, verpissen wir uns. Okay, tschüss! Schreibt seine Geistergeschichten in den Kommentaren. Servus. Spaß. Okay, Spaß. Nein. Man kann immer alles regeln mit Spaß. Mann, bin ich